schönen guten Abend am Null, Matzen an der Sommervakanz. Letzte Woche hatten wir über die Versicherung von der Natur geschwärzt, die eng von den Ursachen von der katastrophalen Überschwemmungen sind. Heute das Suivi auch mit Beispielen aus der Gemeinde Mama. Pierre Walter. Wir ernähren, kultivieren, versichern Land und verdrängen die Natur. Was den Flächenverbrauch angeht, liegt Lützeburg weit über dem akzeptablen Niveau. Für ein kleines Land wie Lützeburg ist die Wunschdenke, für immer mehr zu bauen, sicherlich eine Illusion gehen. Das immer mehr Bauen geht auf die Kosten von der Natur. Es gibt zu viel gebaut und damit viel zu viel versichert. Versicherung schadet der Natur und ist bei starken Regenfällen für den Menschen gefährlich. Dass derartige Starkregenfälle so dramatische Konsequenzen haben, liegt zu einem großen Teil an der Versiegelung der Böden. Seht die deutsche Klimatologin Friederike Otto von der Universität Oxford. Von den Verantwortlichen zu Lützeburg wird aber behauptet, dass es kein direkter Lien zwischen der Flut und der Urbanisierung zu Lützeburg gibt. Zitat: Experts indépendants et organes officiels s'accordent à nier tout lien entre les crues et la bétonisation du pays. Essentiel vom Freitag, den 30. Juli 2021. Les récentes inondations ne sont pas liées à l'urbanisation ou en tout cas, celle-ci ne les a pas aggravées. C'était Claude Schorchen von der Administration de la Gestion de l'eau. An den Herr Schorchen als formell. Da stellt sich froh, als die Flutkatastrophe überhaupt bei den Responsablen ankommt. Oder als sie vergisst. Flutkatastrophe ist schon River. Das auch so von einem Expert wird die Bürger aber nicht auffallen, über Verbesserungen nachzudenken und das anzustreben, was erreichbar ist. Und das ist nicht wenig. Wir sind das mit einem blauen Ende gekommen. Es ist ganz klar nicht wir, dass wir den Klimawandel, die für die Fluten vom 14. und 24. Juli verantwortlich sind. Es sind Pollution, Aufholzen von Böschern, Verbauung und damit die übertriebene Versiegelung, Benutzung von fossilen Brennstoffen und Feldzucht, die für den Klimawandel und Temperatur auf der Erde und auch zu Lützeburg verantwortlich sind. Für die Bürger geht es gefährlich, wenn wir so weiterfahren. Das sagt der Spekulant natürlich auch nicht. Für sonst ein Sprichwort sagt, ein Spekulant kennt Zufall, die sich die Natur nicht erlaubt. Er guckt nicht auf die Natur, sondern auf sein Portemonnaie. Für was geht dem Bauspekulant freie Lauf gelassen, für weiter zu Lützeburg mit Terrain an Immobilien zu spekulieren, die dadurch müssen gebaut oder aufgeraubt gehen. Profitstreben erzwingt Anormalpreise. Loyer und Grundpreise zu Lützeburg klammen so sehr, dass die Leute mit niedrigen und mittleren Einkommens immer mehr aus der Stadt gedrückt gehen. Einzige mussten im Ausland finden, weil es dort viel mehr billig ist. Das führt zu einer Atmosphäre von sozialer Unsicherheit. Die Leute haben Angst, hier heim zu verlieren und damit hier heimisch. Es hat auch die Konsequenz, dass wirtschaftliche Differenzen zwischen Reich und Arm immer mehr räumlich zementiert gehen. Davon profitiert der Spekulant, weil sich das Land zur selben Zeit zu einem Investitionsobjekt entwickelt, das weltweit gefragt ist. Als Land wird gehandelt wie Gold. Das führt zu einem spekulativen Übertreiben bei den Baulandpreisen. Und zu der Tatsache, dass Neubauprojekte an allen Häusern oft nicht benutzt gehen, für die Bevölkerung Wohnraum zu liefern, mehr ob Luxus- oder kommerzielle Projekte gerichtet sind. Nur demselben Prinzip konzentrieren sich außerhalb von der Stadt Erkeland an Investitionskapital an den Händen von Societäten und Kapitalfonds, die damit spekulieren an Preise für Bösche, Erkeland und Weideland immens an die Luft treiben. Für Bauern und Böscherböster geht es immer mehr schwer, für einen besonders nachhaltigen und umweltfreundlichen Boden zu erwirtschaften. Ziel von einer ökologischen Wendung an der Landwirtschaft ist eine große Gefahr. Auch der Boden am Bösch muss geschützt gehen. Durch die maschinelle Rekolte vom Holz entsteht viel Schuld, aber auch weil es in Zukunft durch das Zauberturnieren überall Männer Bösch wird gehen. Was für eine positive Rolle ein gesunder Bösch kann spielen, hängt auch von seinem guten Zustand auf. Der Bösch zu Lützeburg ist eine Gefahr. Überall geht aufgeholzt. Viele Bäume verdrohen den Klimawandel nicht und sterben auf. Bäume, die aufsterben, brauchen aber nicht aufgeholzt zu gehen. Sie sollten stehen gelassen gehen, weil sie sowieso notwendig sind. Sie gehen aber aufgeholzt, und zwar aus finanziellen Interessen.
Intakt Wiesen an intakt Böden an de Böcher könne pro Quadratmeter bis zu 200 Liter Wasser speichern. Weil aber Großmaschinen die Holz schneiden, de Boden plattfuhren an durch die Ökologie vom Boden erstecken, gehen bis zu 95% Kapazität für das Wasser zu speichern dadurch verloren. De Bösch bremst Wasser, in der bleibt schon an der Krone vom Baum hängen, a verdunst erem. Ein intakte Boden am Bösch wirkt wie ein leckerer Schwamm. Das Wasser dringt leicht an den Schwamm heran. Dadurch wird das Wasser gespeichert. Außerdem hält ein Baumwurzel das Wasser fest. Weil aber viel aufgeholzt wird, ist der Boden am Bösch ungeschützter Sonne an dem Regen ausgeliefert. Neue Bäume, die auf aufgeholzte Fläche wurzeln, haben es dafür viel mehr schwer. Viele Böscher sind mit einem Hang verbunden. Wasser lebt aber nicht fort, wenn ökologisch alles in der Reihe ist. Der Bösch kann Wasser festhalten. Wenn der Boden Wasser aber nicht festhalten kann, lebt es an Gewässer. Die gehen dann überschwemmt. Natur ist mit Mensch verbunden, vergessen wir das nicht. Wir haben nicht mehr ein Land, wo es noch wert ist, gut zu leben. Wenn es aber mit dem Bauen und mit dem Spekulieren so weitergeht, werden wir in Zukunft nicht mehr mit Überschwemmungen konfrontiert gehen, sondern auch mit graven sozialen Problemen. Fällt da keinem auf, dass es an der Gesellschaft rumort. Der Gesellschaft drohen zwei Gefahren. Es stört System mit einer großen Ungerechtigkeit, Polarisieren und Demut auf der einen Seite. Der Luxus und Verschwendung auf der anderen Seite. Nimmen ein viersichtig und equilibriertes System von Interessenvertretungen, das der Konsens zum Kompromiss findet, kann aus der Gegensatz eine fruchtbare Entwicklung zum Nutzen von allen erreichen. Auseinandersetzung von diametralen Interessen wird bestehen bleiben, solange es Menschen gibt. Worauf es aber entscheidend auskönnt, als die Form von der Auseinandersetzung. Die Einigkeit von den Kompromissen als entscheidend. Ein Kampf bis auf Messer ist genauso schädlich wie eine Packelei von dem Finanzseite, der Bauherr, der Geldmann und der Spekulant. Position soll richtig an Menschen sein. Der gute Mittelweg ist gefroren. Gegenteil als ein Kampf von der Gegensätze mit allen Mitteln. Voraussetzung für die Balance ist einerseits Offenheit. Und andererseits ein Engagement von der Politik für das Interesse von der Majorität von der Bevölkerung. Themenwechsel. Auch heute wollen wir den früheren Prokureur von Dietrich, Jean Boer, zu Wort kommen lassen. Der Magistrat, den an seiner 40 Jahre langer Karriere vieles erlebt hat und so manches zu erzählen weiß. Luister mal, het gouf mal an Italien. Berlusconi. Die italienische Richter haben von einem gewissen Moment an, wo auch Mafioso bei ihnen waren, probiert für den Augiasstall zu botzen. Aber was soll gemerkt immer ein Gesetz, dass der Richter gibt persönlich haftbar gemerkt gehen, von ein gibt akquittiert gehen. Was möchte den dann? Man gut nicht. Also ich meine, Straßburg hat noch nie, also du musst ja aber wissen, wenn es eine Liberté d'Expression gibt, da gibt es ja auch eine Liberté de Conscience bei den Richter. Und das nicht, weil an erster Instanz ein kondamniert wird, an der zweiten Instanz akquittiert wird, dass den ersten Richter Fehler gemacht hat. Das heißt, von dir aus dem ganzen Justiztextwesen die Appreciation rausholt. Also, hey, den do soll 1 Meter bauen und er baut 90 cm, also hat einen Fehler gemacht. Das ist schon etwas, was da vergessen. Das ist ein anderes Argument. Die hat gesagt, die einen sprechen so, die anderen ja, so. Die sind Straßburg. Nee, durch alle Instanzen. Ich meine, auf Straßburg kann ja nicht gehen, wenn ihn durch alle Instanzen verurteilt Guinness. Ja. Über Kassation. Ja. Ne? Das ja. ist, die waren erste Instanz freigesprochen, zweite Instanz kondamniert. Nee, aber nicht. Maar je erin gedreht, maar egal wie hört dann do, wie will dann do van een gravierende Fehler mecht. Dan muss het denk voorkarakteriseerd, je aber nicht so eine Appreciation als falsch. Dat is aber etwas, dat zit de Straßburg nicht. Lees mal die Arenen. Lees mal das Herr Halle. Du geschieht für immer Journalisten, die gibt all so, und das ist ein Lanceur d'Alerte, für was hat ein Deltor an den anderen nicht. Was ist Straßburg? Ja. Die Richter haben am Kader von dem, was ihnen so, das ist appreciiert, das ist eine Reihe. Straßburg, also hier und da,
da lest du mal mat wieviel Stimme géint wieviel dat mal die eng oder dat annner doet miss dann auch die einer zwee die net d'accord sie missen déi dann zu Straßburg sanktionéiert gin. Van Straßburger Kur seit Violationun mat 5 Stimme géint soviel, da miss der die da géint waren muss der disziplinarisch sanktioniert muss de mat dem Resenment reisskra kann ja net sinn. Dat op mans net. Dat net einer Sache fleicht. Dir kennt ja war nachlächte vun 2 Joer also der Zeit vergeht Richter de wennst den disziplinarisch apenal wennst Interessensvermöschung kondamnéiert gin ass als der Magistratur rausgeit gin ass. wie de Fall gangen ass Press. Dat op net da muss ich mengen also ich gift der Pressgeier hier lobelossen kommt mat d'Affären ich war immer als Prokureur opfir wann gesottet kann ich Appes am Vertraue so dann immer gesot ja also wann ich fenken aber vielleicht gerappes da mal dünn den Dächen huet mich en Chirurggerufen und dat waren en feierdagsmendech dat war als verständliche Mann gewircht mat dem mir kommt immer ich komme aus dem Gerichten hier komme aus der Kirch abge meier her Dächen dem man so dich will durchcht aufwärts brennt dann. Und du soll ich so als net als Freund mehr als wie soll ich so ich gesagt, passt op ich bin noch Prokureur also wer da mal so dat geht net ran an du raus war du Appes wo ich dat war von denen misstrauens von denen Missbrauchs dat groß geplant das ich habe gesagt wat waren Kopfsta den do attental Pudeur war ich nummer könnten si kaplön oder dat wär egal, dat wär mir egal gewircht. Du war hun nicht gesot ma jo Di hut jo all Interé fir dat net fir dat ze signalieren, weil als rechtschaffende Mann Di kurz von der Pension steht, van Dir Pechhut trillt dat do ich sos massiv op de Kap. An du so Dich kom de Main Dich mat dat war Feiertagmens kommt mehr mat den ältere Lcht. Ich gucken dat ich Enquete vun der PG hunn an da fenke mir direkt hun. An kom och an herno wie d'affaire an der Sitzung war. Du hunn die Ältere vun de Kanner, déi hunn iwwer hier Kanner gejaut, dat déi de Mund opgedungen hat. Du gesit er och wie do Bemol also wann echt demmels net minus mir gesot hat kommmer ma dat do direkt war dat dann net der Pflicht dann die Älteren dann och dann dem Moment ze rüsselen dat war no der si wat fu dann do Ma jo die Älteren hoe je Pflicht gemerk. hun huse die si mat de kann auch kommen wie dé secher gemerkt hunn dat do Gesprächer waren an die eng so du war tanzt du nëmmen dat dé do wollte Rückzieher machen. Sie jo dankeit net behënnert, also si jo die eng die as Matthim Kant och an mein Büro do hinkom, also do war go Problem am Ufang wann en do gewährt het, an déi hätte kënne so an ha nee kom lauschte dat do as se ze wärm. mir wëllen net dofir kën der Justiz verkenet signaléiert, dëfir as de Roll vun dat je awer net fir neicht dat gesot gëtt de Roll vun der Press. Jut awer do eng Stellung, die relativ héich ass van se Sachen do dech opgedeckt hin dann mieux. Ja nee, ich menge fir op dingen zurückzukommen. An du krémer jo de Conseil supérieur dann wat natürlich
dass wie mat all die muss ich natürlich gucken, das geht auch nicht an den Bemmel se hun ich eng Affäre so steht schlecht mal Kalatschnikow raus und scheißen op der Richter wie an Deutschland. Du se den hue net opgepasst, den sollst du zu stoffen alle op Befangenheitsprozedur de Prozess so geht, muss da schon mal drüber befonnen op den Rivat der mal sitzen. Also et muss das schon es sind auch dagegen, dat die Richter die serieux hier erbicht machen, dat die eben dann immer drinnner gife leiden, dat da do wären die gife lappen. Die hat natürlich Leid die viel die Miseier schaffe wie einer. Die hue könnt vielleicht Richter hun den eng Stand bei engem Dingen schielt wo in anderen nach 5 Minuten drüber weis. Mit de Zeit das sind tot. Und dann schenken als Dammen voll Vertrauen. 70% von den Magistraten sind Frauen. Ich will nicht so, dass wenn es schief lebt. Ich muss aber so, wenn es gut lebt, dass es vielleicht auch dadurch. Weil ich hätte niemand junge Frauen oder mit älteren, mit Geschäftsführern zu dienen, wo ich nicht kann so tipptopp. Ja. Aber wenn das schief geht, dann tja, dann sind wir zu meiner Prozent beteiligt. An der Bummeleaffäre do war Präsidentin eng Frau. Ja, du der Sogensrichterin noch. Mit dat war nach eng Zeit, wo danach man war Loas ziemlich bret gefächert. Von der Justiz riwer aber ganz dernert Gebiet, anzwa dat vum Kulturtourismus. An do wolle ma e klengen Noll Geheimtipp verroden. Mat engem Ausflug an Stietsche Wemding am Ries a Bayern, wo d'Geschicht an d'Mittelalter apart groß geschrieben gëtt. Der andere Name dieser Stadt ist natürlich Wemding, die Fuchsienstadt. Und hier an diesem Gemäuer, wo ich hier stehe, da wurde er damals geboren, der Herr Fuchs. Schon ein bisschen lange her, es war 1501. Und er war ja Botaniker und ein guter Freund von ihm fand irgendwo im Amazonasgebiet eine Pflanze und hat die ihm zu Ehren Fuchsie genannt. Wenn Sie den Herrn Fuchs persönlich nicht kennen sollten, was ich natürlich annehme, dann kennen Sie mit Sicherheit die Fuchsie. Ja, liebe Zuschauer, ich habe mir sagen lassen, Wemding hat 8 Kirchen und vor einer ganz bedeutend, das ist die katholische Stadtpfarrkirche, stehe ich jetzt namens St. Emmeran. Und diese Kirche, das ist natürlich auch was ganz Tolles, hat 2 ungleiche Türme. Und da gibt es so ganz tolle Geschichten von zu erzählen, von dieser Kirche. Aber das kann ich natürlich nicht. Da haben wir natürlich einen Fachmann hier. Ich darf Ihnen vorstellen, einen echten Türmer. Haben Sie gewusst, dass es einen Türmer gibt? Ich wusste noch gar nicht, dass es einen gibt. Also einen echten Türmer, den Herrn Anton Vogelsang. Ich begrüße Sie erstmal ganz herzlich. Und wir 2 marschieren jetzt tatsächlich, wie viel Meter hoch? 61. Schaffe ich das? Schauen Sie mich an. Tiger. Ja? Tiger. Jetzt schau dir mal. Ab und zu sind noch ein wenig Fledermäuse drin, aber mehr nicht. So, ich habe es geschafft, lieber Herr Vogelsang. Lieber Türmer Vogelsang, wie hoch sind wir jetzt geklettert? Wir sind jetzt ca. 50 Meter über den Dächern von Wemding. Und wie viele Stufen, das wissen Sie auch auswendig? Ja, ich gehe ja so oft 172. Das ist das Thema. Wie oft sind Sie diese Stufen schon gegangen? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen, weil ich es wirklich nicht sehe. Aber sehr, 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 sehr viel. Sehr, sehr viel. Ja. Und diesen Job, muss ich so sagen, mache ich seit 1993, habe ich mich dazu freiwillig gemeldet bei der 1200-Jahr-Feier. Bei der 1200-Jahr-Feier 93. Aber Türmer haben wir ja jetzt gesagt, ich wusste gar nicht, dass es einen gibt, wirklich wahr. Aber was war denn das Aufgabengebiet? Was hat ein Türmer in der damaligen Zeit, Sie wissen das Jahrhundert besser als ich, für eine Aufgabe gehabt? Ja, die Türmer hatten die Aufgabe, um für Wemding zu wachen, über Wemding, darum war der auf dem Turm. Was war das, 1900, 1800? Also der Turm ist gebaut worden 1650, ist er gebaut worden und seitdem gibt es Türmer, oder gab es die Türmer. Der letzte ist verstorben 1906. Und das war ein richtiger Beruf? Das war ein richtiger Beruf, angestellt von der Stadt Wemding.
Und was hat er jetzt machen müssen? Der hat machen müssen, schauen, dass kein Brand ausbricht. Und wo der Brand ausgebrochen ist, hat er das Fenster aufmachen müssen und mit der Fahne rauszeigen, in dieser Richtung ist der Brand ausgebrochen. Also ist das hier sechseckig oder achteckig? Achteckig ist der ja, Turm. ja. Also hat man das gut machen können, weil ja ein Ding da, wo man so rumschaut, ne, nicht so gleich gesehen hat. Und nachts hat er dann rote Laterne raus, in die Richtung, wo der Brandherd war. Nachts die rote Laterne hört sich gut an. Gibt's irgendwo, Hier ist aber richtig sagen wir was mal, los gewesen in Wemding. kein Mittelalter würde ich da sagen, dass die schwer los sind. Aber die rote Laterne hatte natürlich einen ganz anderen Sinn. Die hatte einen anderen Sinn, dass die Leute gesehen haben, jawohl, jetzt brennt es in der Richtung, weil es war nichts da und hat die Glocken läuten lassen. Dann sind die aufgewacht und sind losgezogen und haben das Feuer gelöscht. Er war der Hausname war der Hans von Stein, aber der richtige Familienname war Johann Bisswanger. Aber Hans von Stein haben die Wemdinger unten gesagt, jawohl, das ist unser Hans von Stein. Warum? Weil er immer mit dem Maßkrug, mit dem steinernen Maßkrug gesehen wurde unten. Aha. Er hat also einiges Bier getrunken und ich kann mir vorstellen, bis er raufkam wieder, die 172 Treppen, war der Krug wieder leer. Aber der war ja auch irgendwie eingerichtet, der gute Mann hier. Der hatte ein Bett, der hatte Waschgelegenheit, der hatte Feuer. Wie kann man sich das vorstellen? Ich stelle mir das so vor, oder es war auch so, und das ging es ja nicht, denn das Wasser hat er mit dem Eimer hochgezogen, mit so einem Aufzug. Ja, ne? ja. Und auch sein Lebensmittel, was er braucht hat, dann hat er droben ein Bett gehabt und ein paar Schränke und ein Wasch und so Zeug. Und so hat er seinen Tag verbracht. Und Toilette, wenn wir darüber reden hatten, gab es das hier oben auch auf dem Turm? Die Toilette gab es unterhalb, ein Stock Oder hat er tiefer. sich so ans Fenster gestellt? Das weiß man nicht. Der wird nicht gesagt haben, jetzt mache ich so. Aber ein Stock unterhalb war die Toilette, ein Brett mit Loch, unten ein Eimer. Und das war seine Toilette. Das ist der letzte Türmer hier mit Jawohl. seiner Ehegattin. Das war der Herr. Johann Bisswanger, genannt Hans von Stein, der 1906 hier oben verstarb. Also seine Frau macht ja einen sehr glücklichen Eindruck darauf, aber so sahen die Mädels damals halt aus, gell? Ja, wenn wir jetzt schauen, wie groß die Nasen sind von beiden, Ja? oder die Hände, Grobe. ganz grobes Die mussten Zeug, fest arbeiten, ne? müssten die wahrscheinlich sehr viel, weil so viel wird er auch nicht verdient haben Ja. als Türmer hier oben. Ja. Und wie lange machen Sie den Job jetzt hier? Seit 1993 war die 1200-Jahr-Feier und da habe ich mich bereit erklärt, da oben den Turm zu spielen. Und dann hat man gemeint, ja, also für die 10 Tage da, Kriegt er das hin? man kriegt das hin, dann sind es halt bis jetzt geworden und der Andrang ist immer noch groß für Führungen hier oben, so Tourismusführungen und so. Und wenn wir ja runterschauen jetzt ins Ries, in den Grader, Ja. ne, dann ist das ein herrliches Ding. Wir sehen jetzt rüber bis Baden-Württemberg. Da drüben ist Baden-Württemberg, wo die Gebirgsdinge, die Bergzüge sind da hinten. Das ist schon Baden-Württemberg. Was mich noch interessiert, wo wir unten standen, da habe ich gesagt, dass es so einen seligen Pfarrer damals gab, der sich da versteckt hielt und die Schweden kamen und dann haben sie ihn einfach hier aus dem Fenster geschmissen. Ja, Und der letzte, war das der, den Sie hier auch aus dem Fenster haben? nein, diesen, Erzählen Sie mal die gruselige Geschichte. diesen in Türmer, der ist hier oben verstorben. Aha. Und den Leichnam hat man nicht so runtergebracht, die Treppen. Und dann haben sie einen Strich um den Bauch rum und haben das Fenster abgelassen. Denn wo unten steht die Tafel, das ist der Johann Renner, das war der Spitalpfarrer. Und das haben am Schwedenkrieg, am 30-jährigen Krieg, kamen die Schweden auch nach Wemding und haben den katholischen Pfarrer, der hat ja praktisch war der nicht geduldet, haben sie gesehen, dass er da oben ist, weil er zum Fenster rausgeschaut hat, sind sie hoch und haben so die Schalldecke runtergeworfen. Den anderen hat man abgeseilt, den anderen hat man geworfen. Jetzt gibt es noch eine Möglichkeit, liebe Zuschauer, das machen wir jetzt ganz gemütlich. Wir marschieren jetzt Stufe für Stufe ganz langsam wieder runter. Jawohl. Herr Vogelsang, erstmal herzlichen Dank, dass wir hier oben in Ihre gute Stube durften. Und wie gesagt, jetzt gehen wir wieder runter und dann treffen wir uns wieder. Ja, ein ganz kleines Ding möchte ich noch sagen. Ja, gern. Der Turm hier, Ja. der steht nicht ruhig. Wenn jetzt ein starker Turm ist oder drüben am anderen Turm die Glocken läuten,
alle. Aha. Dann bewegt sich der Turm. Da geht das Bild da mindestens 10 à 5 Zentimeter von der Wand weg. So schwankt der ganze Ding hier. Wie viel Meter? So, Zentimeter. 5 Zentimeter. Jawohl, haut die Dinger dumm. Und Das wann? merkt man direkt. Wenn Jetzt man haben wir noch oben ein paar steht. Minuten Zeit, bevor die anfängt zu läuten, die Glocke. Jetzt habe ich aber mal eine ganz persönliche Frage an Sie. Wallfahrtsrektor, was ist denn das? Wallfahrtsrektor ist ein Priester, der für eine Wallfahrtskirche oder Basilika verantwortlich ist. Das heißt, er hat sich zu kümmern um die Gottesdienste, um die Wallfahrer, die hierher kommen. Das sind zum Teil ja auch Fußwallfahrer, die zum Teil weite Strecken zurücklegen, die Gottesdienstbesucher. Er hat sich auch zu kümmern, dass die Gläubigen die Sakramente empfangen können, auch das Sakrament der Beichte und vieles andere. Und natürlich ist er auch verantwortlich für alles Äußere, für das Bauwerk und für vieles, was einfach dazugehört. Ich würde sagen Manager. Ist er auch, ja. Ist er auch, ja. Basilika, Kirche, Basilika, wo sehe ich da den Unterschied? Bedeutende Kirchen können vom Papst zu einer päpstlichen Basilika erhoben werden. Das ist eine besondere Auszeichnung. Voraussetzung ist, dass es zum einen ein wunderschönes Bauwerk gibt, ein schönes Gotteshaus, aber es muss auch ein geistliches Zentrum sein, also ein Ort, zu dem Gläubige kommen zum Gebet, zur Mitfeier der Eucharistie, die Sakramente zu empfangen und vieles andere mehr. Und das ist jetzt hier die Basilika Maria Brünnlein. Wo kommt dieser Name eigentlich her, Maria Brünnlein? Maria Brünnlein hat damit zu tun, dass man im Jahre 1692 eine erste Kapelle erbaut hat, und zwar über einer Quelle, die sich hier befand. Und ein Wendinger Bürger brachte 8 Jahre vorher eine Marienfigur der Überlieferung nach aus Rom mit. Und diese Marienfigur hat man dann in dieser Kapelle aufgestellt. Und nach dieser Marienfigur und der Quelle, dem fließenden, lebendigen Wasser, bekam dieser zunächst kleine Ort den Namen Maria Brünnlein. Liebe Zuschauer, Sie werden es jetzt wahrscheinlich nicht so am Fernseher hören, aber ich höre es ganz genau. Hinter mir da plätschert. Ist das Brünnlein? Das ist das Brünnlein. Also die Quelle ist nicht hier im Gotteshaus, die liegt außerhalb am Berghang. Aber das Wasser fließt dann hier rein und fließt auf 4 Muscheln oder Schalen in die 4 Himmelsrichtungen. War der Heilige Vater schon mal hier bei Ihnen zu Gast? Der Heilige Vater war noch nie bei uns und er wird sicher auch nicht zu uns kommen. Aber er kommt jetzt nach Deutschland im September und wir haben als päpstliche Basilika einen Basilikaschirm. Er ist normalerweise geschlossen, aber wenn der Papst jetzt nach Deutschland kommt, werden wir diesen Schirm öffnen. Das ist ein richtiger Schirm, bin mir sicher. Ein richtiger großer Schirm mit den Farben Rot und Gold. Das sind die alten Stadtfarben von Rom. Rot und Gold ist Rom. Ja. Und es gibt auch noch ein anderes Zeichen für eine Basilika, das sogenannte Tintinapulum. Das ist ein kleines Glöckchen. Das werden wir also, wenn der Papst kommt, im September haben. Das ist bereits in Rom bestellt. Das muss nur noch hierher transportiert werden. Ach Gott, ja. Das sind so kleine Zeichen, äußere Zeichen, die einfach im Leben auch wichtig sind. Und dann gibt es für uns nächstes Jahr, das darf ich vielleicht auch sagen, ein großes Ereignis, und zwar die Bayerische Bischofskonferenz wird im kommenden Frühjahr hier in Maria Brünnlein stattfinden. Das ist sicher etwas ganz Besonderes. Jetzt haben Sie natürlich als Monsignore nicht jeden Tag das Fernsehen hier bei Ihnen im Haus, sage ich jetzt mal in Ihrer Basilika. Was würden Sie unseren Fernsehzuschauern jetzt zum Abschluss so sagen? Zum Abschluss darf ich Ihnen wünschen, dass Sie die Botschaft dieses Gotteshauses weitertragen an Ihre Zuschauer und Zuhörer. Und diese Botschaft ist ja im Deckenfresko dargestellt. Da ist also auch Maria dargestellt, wie sie für einen Brunnen steht, so wie es hier ist.
Und dann ist angeschrieben, ein Spruch aus der Barockzeit, all Teil der ganzen Erden durch mein Gnad begossen werden. Alle Menschen auf der ganzen Erde sollen von Gottes Gnade, von Gottes Liebe und Güte erfahren. Das ist sicher auch die Botschaft dieses Gotteshauses. Lieber Herr Bürgermeister, Wemding, die Fuchsienstadt. Keiner kann sich besser auskennen als wie Sie. Erklären Sie doch mal bitte unseren Zuschauern, was hat Wemding jetzt mit Fuchsienstadt zu tun? Ja, die Fuchsienstadt Wemding ist benannt nach dem Botaniker Leonhard Fuchs, einer der wesentlichen Väter der deutschen Botanik, hat auch ein ganz bekanntes Kräuterbuch herausgegeben. Und darauf sind wir stolz und darum haben wir uns nach ihm benannt. Aber der Witz ist ja in diesem Ganzen, wir haben uns natürlich auch ein bisschen schlau gemacht, ist ja ganz klar, man muss sich ja vorbereiten. Dieser gute Leonhard Fuchs ist ja hier geboren worden 1501. Und ihm zu Ehren wurde also diese Stadt Fuchsienstadt benannt. Aber die Fuchsie, diese Blume, die wir hinter uns sehen als solches, die hat er nie selbst zu Gesicht bekommen. Ist das richtig? Genau so ist es. Er hat sie selbst nie gesehen, er hat sie selber nie erlebt, aber weil er natürlich so bedeutend war für die Wissenschaften, hat man diese neue Blume nach ihm benannt. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Sorten. Sind Sie selbst auch, haben Sie auch einen grünen Daumen, Herr Bürgermeister? Naja, also ich würde sagen, meine Frau eher, aber wenn es gar nicht so leicht ist, diese Fuchsien zu züchten. Allerdings haben wir in Wemding bedeutende Gärtnereien, die auch hier eine Spezialzucht haben. Und es lohnt sich natürlich immer zum Fuchsien- und Kräutermarkt nach Wemding zu kommen. Und dort gibt es ganz viele verschiedene Sorten. Jetzt haben wir natürlich nicht nur hier Fuchsien in Wemding, sondern Wemding ist ja eine ganz besondere Stadt. Erzählen Sie uns noch mal ein bisschen über diese Stadt und ihre Besonderheit. Ja, ich denke, ein wesentliches ist, und da ist Wemding auch über weit und breit bekannt, diese Wallfahrtsstadt. Die Stadt Wemding hat die Wallfahrtsbasilika Maria Brünnlein mit dem bekannten Wasser. Und hier finden täglich viele Pilger zu uns und pilgern, beten, und das macht Wemding doch bedeutend. Und Wemding, wenn man es jetzt mal geografisch betrachtet, liegt ja hier im Ries. Was war das damals, das Ries? Was ist da passiert? Ist da irgendwie was vom Himmel gekommen und hat da furchtbar zugeschlagen? Ja, so kann man es sagen. In der Tat, Wemding liegt am Rande des Rieses. Das macht es auch besonders spannend, weil wir einerseits natürlich die Bedeutung des Rieses haben, aber natürlich am Rande liegen und somit auch einen herrlichen Blick über das gesamte Ries haben. Da bin ich von überzeugt. Und rein, wie gesagt, rein touristisch auch erschlossen. Hier ist also was los. Ich habe da vorhin mal ein Plakat gesehen, diese Bayern-Tour läuft auch bei Ihnen. Also Fernseh sind Sie auch nicht unbekannt hier in dieser Gegend. Ja, wir haben immer wieder hier auch Kamerateams wie Ihres, ja, die natürlich herkommen, weil es so schön ist. Und Sie durften ja auch gestern bereits unser Marktplatzfest erleben, heute Abend sicherlich wieder. Sie werden es auch erlebt haben, Wemdinger können gut feiern. Und ich glaube, da feiern unsere Gäste gerne mit. Liebe Zuschauer, Sie erinnern sich, ganz am Anfang der Sendung habe ich gesagt, wir erfahren natürlich etwas über die Fuchsie, über den Herrn Fuchs. Und das haben wir auch. Und Sie können sich erinnern, dass ich Ihnen erzählt habe, heute geht es auch um Geld.
um sehr viel Geld. Aber bevor wir über das Geld reden, möchte ich Ihnen erstmal einen Herrn vorstellen, der neben mir steht, der Herr Theo Knoll. Er ist Kulturreferent der Stadt Wemding. Hallo, ich grüße Sie ganz herzlich zu unserer Sendung. Schön, dass Sie uns zur Verfügung stehen. Und Sie wollen uns natürlich auch andere Persönlichkeiten als wie den Herrn Fuchs so ein ganz klein wenig näher bringen. Und jetzt sind wir natürlich schon ein paar Meter hier durch den Ort bzw. durch die kleine Stadt marschiert und sind doch tatsächlich hier fündig geworden. Hier steht etwas von einem gewissen Johann Scheiring und der, liebe Zuschauer, der hatte wirklich mit sehr viel Geld zu tun. Und das können Sie uns vielleicht so ein bisschen näher bringen. Gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. Und wir werden erst später etwas zu dem Geld sagen. Ich sage Ihnen zunächst etwas zu Johannes Scheiring. Wir stehen hier vor seinem Geburtshaus. Seine Eltern waren Pelzhändler und hatten als solche schon Verbindungen nach Leipzig bzw. nach Magdeburg. Und daher kam auch, dass Johann Scheiring schon in jungen Jahren nach Magdeburg gekommen ist mit seiner Familie, mit seinen Brüdern. Scheiring war offensichtlich ein recht begabter junger Mann und hat dann in Magdeburg das Studium aufgenommen und auch in Leipzig. Scheiring war auch ein streng katholischer Mann. Wenn man aus Wemding kommt, ist das begreiflich. Und hat sich ein sehr streng katholischer Mann und hat sich natürlich vor allem darum bemüht, die Reinheit der Schrift, also der Bibel, zu erhalten. Und deswegen kam er auch manchmal mit seinen Glaubensgenossen aus der katholischen Kirche ins Gedränge. Nun, er hat dann in Leipzig promoviert, beziehungsweise war dort auch Rektor der Universität, ging aber dann doch wieder zurück nach Magdeburg, um dort seine Stelle als Domprediger wieder wahrzunehmen. Das war seine eigentliche Profession, das Wort Gottes zu verkünden. In dieser Aufgabe war er auch dann mal mit, oder kann man annehmen, dass Martin Luther ihn auch schon gehört hat in seiner Kindheit. Ja. Richtig wettern hören, ja, über die Kirche. Das kann man sich so vorstellen, ja. Denn Scheiring war offensichtlich ein Mann der kräftigen Sprache und der deutlichen Sprache und das war wohl auch notwendig zu dieser Zeit. Ja, und jetzt zum Geld. Sie wollten etwas wissen, was Scheiring und Geld miteinander zu tun haben. Leider heute nicht mehr, sondern das war noch zu Zeiten der D-Mark. Und in Zeiten der D-Mark war das Bildnis von Scheiring abgebildet auf den 1000-Markschein. Es ist ein Gemälde von Lukas Cranach, das war lange Zeit nicht ganz gesichert, aber man geht heute davon aus, dass es so war und dass sein Bruder ihm diese Ehre hat widerfahren lassen, ihn zu porträtieren. Ganz toll erklärt. Liebe Zuschauer, 1000 Markschein, Sie erinnern sich, haben Sie schon einen gesehen früher? Also ich glaube, ich habe noch nie einen echten gesehen. Gesehen ja, aber noch nicht in der Hand gehabt. Okay, das war der gute Johann Scheiring. Jetzt gibt es aber in Ihrer Stadt hier in Wemding noch mehr Persönlichkeiten, allerdings auch schon verstorben. Und die schauen wir uns jetzt an, was damit los ist. Da erfahren wir wieder ein bisschen mehr. Ja, liebe Zuschauer, die Wallfahrtsstraße Nummer 11 hier in Wemding, da sind wir hier angekommen. Und hier gibt es ein, wie nennt sich das, ein Reliefhaus der Schauspielerin Luitgard Imm, 1930 geboren, 1997 verstorben. Sie können uns so sicher darüber was sagen, über die gute Frau Luitgard Imm. Ja, gerne. Frau Luitgard Imm hat den Namen Wemding auf ganz andere Weise hinausgetragen in die Welt. Sie war eine sehr bekannte Schauspielerin, in erster Linie Bühnenschauspielerin. Sie hat aber später dann auch im Fernsehen, in Filmproduktionen mitgewirkt. Stätte war in Berlin an so renommierten Häusern wie Schillertheater. Und ja, da waren natürlich schon große Produktionen, bei denen sie mitgewirkt hat. Und hierher kam sie dann immer wieder, um sich zu erholen, wieder Luft zu schnappen. Denn Wemding war ihr einfach als Geburtsstadt sehr ans Herz gewachsen. Und hier in diesem Haus ist sie auch dann 1997 verstorben. War eigentlich eine unserer Bürgerinnen, die auf eine völlig andere Art und Weise Wemding nach außen hin repräsentiert hat. Also aber wenn sie kam hier nach Wemding, dann war sie Wemdingerin. Ja. Und zwar mit dem ganzen Dialekt, den hatte sie immer voll drauf. Haben Sie den auch drauf, den Dialekt?
den eigentlichen Wemdinger Dialekt gibt es wahrscheinlich nicht, aber ein paar Dinge könnte man wahrscheinlich sagen. In Wemding heißt es nicht hast du etwas getan, sondern hast du was gemacht. Hast du was gemacht? Hast du was gemacht. Hast du was gemacht? Ja, zum Beispiel. Okay. Ja. Gut, bis jetzt haben wir es gut gemacht. Ja, dann freue ich mich. Gibt es noch mehr hier in Wemding, was wir erkunden könnten? Ja, jetzt von den Persönlichkeiten gäbe es schon noch welche. Den Fürstbischof Johannes Roth wäre noch eine wichtige Persönlichkeit. Aber wenn wir zu Sehenswürdigkeiten gehen, beziehungsweise auch zu Geschichtsepochen, dann sollten wir uns vielleicht doch einmal in Richtung Folterturm bewegen und dort ein bisschen was zu einer düsteren Epoche unserer Zeit sagen, aber sie gehört zur Geschichte Wemdings und man kann und soll sie auch nicht totschweigen. Wo sind wir jetzt? Im Mittelalter? Oder? Da sind wir jetzt dann in der Zeit von 1609 bis 1631. Unsere Stadtführung ist so ganz langsam zu Ende gegangen, aber wie gesagt, ist ganz langsam. Nämlich hier sind wir an Ihrem versprochenen Folterturm angekommen. Und da kann man also ganz genau lesen, Folterturm, Zeit der Hexenprozesse von 1609 bis 1631. Was ist denn da drin bitte passiert, bevor wir reingehen? Ja. Ich fürchte mich ja jetzt schon. Ja, heute haben Sie nichts mehr zu fürchten. Aber wenn man hier reingegangen ist, dann war man als Beschuldigte oder Beschuldigter eigentlich schon fast ein verlorener Mensch. Das, was hinter den Mauern sich verbirgt, das ist ein Zeitgeist, der das möglich gemacht hat, dass man Menschen denunziert, und zwar so denunziert, dass sie dann einfach zu Tode gebracht wurden. Und hier in diesem Folterturm, so wie ich mir das so vorstellen kann, da wurde man also so lange gequält, bis man gestanden hat. Ja, und das dann? Entscheidende war bei all diesen Prozessen, es konnte nur jemand zum Tod verurteilt werden, wenn ein Geständnis vorlag. Und das Geständnis konnte gleich abgelegt werden, das wäre dann so die gütliche Befragung gewesen, oder wenn es nicht so weit kam, dann ist man zur Folter geschritten und in den meisten Fällen hat es dann zum Geständnis geführt. Wo sind wir denn hier gelandet? Ja, das ist jetzt, muss ich dazu sagen, eine nachgestellte Szene, denn das, was ich an Foltern in diesem Turm, der ja ursprünglich Pulverturm war in der Wehranlage, was sich hier zugetragen hat, das hat sich über diesem Gewölbe droben zugetragen. Da waren dann die Foltern. Und die Geräte, die hier nachgebaut worden sind, die sind allerdings dabei verwendet worden. Passen Sie auf, das ist die Daumenschraube, wo man den Daumen hier reinlegt und dann hier an der Seite mit diesem Gewinde zuschraubt. Was ist das? Und hier? dieses hübsche Gerät, das man vor allem von innen anschauen muss, ja, mit diesen Nägeln, die da drin sind, das hat man an die Wade gelegt. Hier, also aufgemacht und dann genauso wieder zugedreht. Wie die Daumenschraube. Wie die Daumenschraube. War vom Prinzip her genau dasselbe. Und das ist natürlich auch so ein Gerät, dieser Bock. Da hat man die Leute draufgesetzt, allerdings so, dass die Beine links bzw. rechts herunterhingen. Und dass das schmerzhaft ist, das kann man sich ja wohl vorstellen. Und da dann durchzuhalten und nicht zu gestehen, das ist schon fast übermenschlich. Ja, das glaube ich auch. Und das Ganze ist nicht mit so einem Folterknecht passiert, sondern da war auch noch eine ganze Corona drumherum, die das beobachtet hat und protokolliert hat. Ich denke, das ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass das keine Sache der Willkür war, sondern es gab ganz genaue Vorschriften, wie man das hier an diesem Text des Hexenhammers auch sieht, wann gefoltert wird, wie oft gefoltert werden kann, welche Pausen gemacht werden müssen. Und das alles musste peinlichst genau protokolliert werden, denn das Protokoll musste, bevor die Vollstreckung erfolgte, nach München geschickt werden und dort wieder genehmigt werden. München war immer der Anfang und das Ende. Man musste den Antrag stellen, dass dieser Prozess eröffnet wird und da wurde auch dann der Schluss bestätigt. Machen wir noch zum Schluss eine Zahl. Wie viele Hexen sind hier ums Leben gekommen in Wemding? In Wemding waren es also 49 Opfer in dieser Zeit von 1609 bis 1631 und davon 38 Frauen und 11 Männer.
So, und zum Schluss noch etwas Poesie. Der Abschied tut ein bisschen weh. Ich sag nicht Tschüss, sag nicht Ade und hoffe auf ein Wiedersehen. Bis dahin, lasst euch gut ergehen. Servus und Tschüss. Demno as eise klenge Geheimtipp der Wert vun No besicht ze gehen. Zräger Plötzeburg, wo man echte Weimarschkircher zuwurt komme losse. Den Enderbausch, de ball op den Dach 4 Joer gestürwen ass, mé mat zinge Lieder a Spichten iwwer jenech an Lackerten net vergiers gëtt. Die Damen an die Herren. Hei an diesem klenge Gedicht gëtt beschrieben, wie läkete Spruch oft net oder falsch verstanden gouf. Wort zum Läkerten, jenech. Bei uns zu Weimarskirch, am Pafendal, net weit vun der Stadt, do gouf nach jenech geschwert. Für das Spruch zu verstoen, musst du e richtige Läket froen. Wat heeft e Mankert, an een den zoppt, an de Schand dabei is o die Deckel drop. Eng Freundin huet zu der Ane gesot, wie beim Lernsch goen, een Haut zu dem andere sort. Wat huet dei e schneiwert, spatz allein, an die Ane eng ellen schmapperspan. Guck die zweemal an Schmull, bei denen beis bestimmt kee knöff me hun. An dan huet ich nach justieren. Die mat de kromme Strümmelikken, guck die Ormel un, an die Ane watfri gelungenen Dellerie huet die Kiewe soen. Dat war bestimmt e Kompliment, so die eng, dat könnt aus der Spruch, den et jüdere kennt. Ich will noch geheiert, dat wurt moss, die hu sicher gemengt, mit zwee mir hätte goss. Et war auch gut, hun net alles verstaan, sos hatte mir hin net ugehang. Wat hun die zwee iwwer hat geschwaart, hun de ieren iwwer ons de gek gemaakt. So zwee Heiler wie dei, lees dei goen, wat willst du viel zu denen soen? A wie je gesot huet, mei knewet weer spans allein. Die Satz, den hat ich net richtig verstaan. Jenech gëtt haut nach ëmme geschwaart an dommer de gouf de gek iwwer Leiit gemaakt. Läkete Spruch als feit iwwer Grenze bekannt, an dofir gi mir nach ëmme Läketen oder Lompekreme genannt. Siehst du die dir eng Freie, vor net bis op Paris, als will kein Chinesen, die kocht dir nimmer reich. Al botst du gern de Bosse, dan hoor ein jenig Moss, die kann man wachter funken, der Leib es geht ein Boss. Da kommt emol op Kirmes, denk wir dir sei groß, du findest bestimmt ein Wäldchen, dat wär a Weg groß los. De Risiko musst du goen, dann wirst du Hauptbuch. Dan als het ganz goed meeligt, dan moest de hoed hervoer. Zo als het hem opkennen, het gaat met lang gedauwen. Zijn vrijheid bij een riemen, en die wordt hier getrouwen. Om de geloof in Zierden, mag zingen des Programm. Daardoor dat was geen leven, het genießt bij mijn man. Sing, Mann, die so du Heisel, ich hatte so gesucht, dat du kein Haus war, dat was nicht gerecht vor. Al onze even laufen, ich ging de nach Evo, abharting sie sagen, also auch nur mein Mut. So, als het op am Leben, bist du ein Muss am Haus. Als du het met dem Leben, da pure Tränke raus.
wie Lompelies Oldmëchel seg Moss an der Hock Friedmechere Weiders wär d'Platz vum Oldmëchel Eidel ewer nachfolech. Sie duercht hier wär am Stall agéng de Lëch schuften, die net mit zoukufe konnt. De Läket de Pier war awer weit a Breetnet ze fannen. Vielleicht ass hier bei de Straue jitzet gestroomt oder hunn die puer Pläffeten die Hierner an dem Nillesrät kein Rogelos an en Hoktor ënne beim Kovegat sich de bloen Zwier an de Micke slafen ze los. Lies war richtig Braukes. Haut hätten ze sollen op 7 Boere schon passen goen. De Milot huet dank, et gong nach duer mat Jatte, Bolle, Schwetelen an de Flagen. De Stoutet gouf ugespaart an de Schuer gouf man Gevier opgebeerde. Al Stikkelchen zielt an die Aardsprause sie gebaiert an de Glummerig hel doch net mi laag. Van sie dan man trappet uit Stroosse gestroomd ass, huet ze ëmme groef lompen, hoe Di geen dal deise kein Pelze. A wann eenmaal een in Niels verlaken haat zo lompelies, sie kriet eng extra gut kwaliteit die geen vu metler. Den trappet huet och miste versuerch gin, a kroet ënne wee in eme Flo die an de puer gräb spritze lekker. Iwer deem wo gesoffer gefriers huet, sinn dat Neuigkeeten aus dem Dorf verzielt gin. Op dan awer Kaffee sei Buge, mam hengemich singe Schecks bedoftet. Kachelies goed an den Ucht seg Blummegstecket zo. Gousen haten sech nees matten Sanketen ze koeft, an Kakoe sinn der ëmme gefloen. So ass daar verlaaf, Kite gowe gezielt, an direkt verstopt, pel de Läke te Pier den het ze bestimmt gezoppt. Halve eng kom hier nu getrool, a gong direkt mat den Trützeliken an de Boot. Lompelies denkt, ich muss him verzeien, trotzigem Dronk als het averin traien. De nope de Beiefies als filmig schlimm, de kemer ik no poedegene. Moraal, Läket huet ëmme misse schaffen, dats fir neig togewiek fir ze baffen. Zeit war of hart, mat wenig vreed, hage se de nees wie Zeit vergeht. Zeit die ändert, mir et gënnet nach, die eng die kreet mëllech an die ane kreent brach. De schmat, den drin doch kerzeit had. De schmat, neem mich doch alles mat. De schmat, den drin doch kerzeit had. De schmat, neem mich doch alles mat. Wordt ein mos erotisch da gehen sie zu zoomen heen. Wordt ein mos erotisch da geht hat nach heen. Wordt ein mos erotisch da gehen sie zu zoomen heen. Wordt ein mos erotisch da geht mos mat heen. De schmat, den Hummelkarte kam. De schmat, hält hier net Madder ran. De schmat, den Hummelkarte kam. De schmat, hält hier net Madder ran. Als den Hummel zeeën plat, die bet mos schmonk neer de gat. Als den Hummel zeeën plat, dat schmonk neer de gat. Als den Hummel zeeën plat, die bet mos schmonk neer de gat. Als den Hummel zeeën plat, dat schmonk neer de gat. Geht den Draam net aus ihrem Kap, bleibt nees en Kur bei engem gute Schmat. Geht den Draam net aus ihrem Kap, bleibt nees en Kur bei engem gute Schmat. Als sie doch vom Draam geheelt, deed die Kur hier gut net leed. Als sie doch vom Draam geheelt, deed dat hier net leed. Als sie doch vom Draam geheelt, deed die Kur hier gut net leed. Als die doch vom Draam geheelt, deed dat hier net leed. De schmat, den Hummer net een zos. De schmat,
dem kalte Kuss sein Schoss, der Schmatt, den Hume net im Soss, der Schmatt, dem kalte Kuss sein Schoss. Och de Schmatt, die gönne mal an, dann was Feier raus du steig. Och de Schmatt, die gönne mal an, dauert friedlich lang. Och de Schmatt, die gönne mal an, dann was Feier raus du steig. Och de Schmatt, die gönne mal an, dauert friedlich lang. Och an eise nächsten Emissionen los wir den Urweimerskircher en der Bausch mat senge flotte Lieder a Sprüch zu Wort kommen. An dummer da si wir auch schon bei eisem Spruchmattes, dem Lexrodo kom. DW gewinnt des an déi apart Spruchperel ze bidden huet. Für wat solle mir Eisdriver ophalen, dat es so sëlliche Kannibal oder gonet méi mat einfache Sachen am Mittel spielen. Me sie kreen doch für kleinem allmeiglichen an onmeiglichen elektronischen Apparillo, den hiden zu so alles vierspielt. Sie brauchen immer méi gescheckerlich oder ziemlich stressig op knapperscher ze klipperen. Da sind da schicken abuteren eng latzig, langweilig Sach. Dat ass och net so cool genug gediert. War dann net mega cool, wann sich an de Schulhaft mat Tasche voller Mirwele schicken a wegbretze kommmers. Am Ironim alles aufgeritzelt, wat de mat brucht hat. Dacks hatten die Kameraden och na extra Buteren. Et gouf scho der Irdener, dat waren die Manst. Die Gläsen hat in Vallever me dat allerhegst, also dat coolst. Dat sind die blinke Stohle Schicken aus alle Kurelagere geweest. Kleiner, an over auch so dicker wie Taufen Bommen. Wen der hat, den das beguckt wie reiche Money aus Amerika. So ein Stohle Schick war 2 Dossen der knatzischer Irdener oder 1 Dossen der Gläsner wert. Schickespiel als Dacks nach Noderschule weitergang, weil die eng sich net ginn hunn, bis die Zidenen decke bretzerten hier Stohle Buteren aufgedickst a gegotzelt hatten. Hei huet sich well gewissen, dat et nach lang net immer die gräst, die stegst, die schon gescheizt waren, die beim Dixen, beim Koppeln, a Verkoppeln die best Hand hatten. Mei wie enkeier huet e klenge kleesperen Debbes alles agesäckelt, wat an der Schickekal geliehen huet. Dat kann de coolsten Handy an die bretzigst elektronisch knäppersches Maschinendach net ersetzen. An dummer da si ma fir Haut mat eiser Nullemissionun an. Adi a bis nächst woch.